Ich begrüße dich ganz herzlich auf der ersten Pressekonferenz vom Nationalen Vorstand von Mogebel und ich so nicht vielmals merci für Ihre Präsenz heute mitten. Wir haben außerordentlicherweise in der Stadt am Gebäude von der Chambre des Salariés gemacht und sind noch froh, dass ihr hinkommen seid, weil man als nationalen Vorstand auch außerordentlicherweise bei einem anderen Platz müsste machen. Aber ihr wisst ja, dass in dieser Situation nicht ganz schwierig ist, sich überhaupt noch zu versammeln. Und es war auch nicht so einfach, einen Saal zu finden. Und wir waren froh, dass wir als Gremium aber konnten zusammenrufen, mit einem großen Teil präsentiell plus online beigeschaltet an den Saal, den wir uns zurückbehalten haben, war den vom Konferenzsaal am Hemicycle. Und der Saal hat ja auch eine Bedeutung. Wir kennen den von der Kongresse von Mogebel, ein großer Saal, den uns eben ermöglicht hat, aber zu tagen. Und da waren wir bald bis 1 Uhr am Gang. Dafür haben wir noch gewählt, eine Stadtpressekonferenz zu machen. Und wir haben ein volles Programm gehabt. Ich versuche ganz durchzugehen. Ich werde auch alleine Dossier präsentieren. Mehr für Details sind dann aber nach Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsführung von Mogebel dabei, für wenn dann Fragen zu den einzelnen Sujets hat. Ich probiere ganz durch die Aktualität und Mogebel sind Prioritäten für 2021 zu gehen. Wir profitieren aber nach mir, als viele von uns noch nicht gesehen, ist alles Gutes am neuen Jahr zu wünschen. Ein neues Jahr, wo wir alle gute viel Hoffnungen drauf gelegt haben. Wir haben auch die Morgen bei dem Nationalen Vorstand den Bilan gemacht von den Arbeiten am Mogebel am Jahr 2020. Es war ein hartes Jahr. Wir hatten alle guten viel Arbeit, aber wir hatten noch, waren konfrontiert mit viel Misere, viel Ängsten, viel persönliche Dramen und Schicksale bei den schaffenden Leuten, die Leute, die wir vertreten, hier Familien, die pensioniert. Und war ein hartes Jahr für uns natürlich auch auf der gewerkschaftlichen Front. Wir haben aber auch vieles erreicht, vieles durchgekriegt, wo wir auch froh darüber können sehen, dass wir weiter Ersatz gewesen haben einmal da. Und wir haben natürlich aber auch noch ganz viele Forderungen abstehen. Und alle Guten haben wir mit ganz viel Hoffnung auf das Jahr 2021 geblickt. Dann haben wir immer gesagt, wenn endlich das Jahr 2020 rüber ist, also geht das neue Jahr einfach ein bisschen so wie das halt abgehalten wird. Auch viele Sachen sind natürlich noch nicht berangigt, viel Sorge stehen als nach befehl. Wir sind auch immer mit ganz strengen Mesuren konfrontiert, für die Pandemie in den Griff zu kriegen. Pandemie geschehen auch hier im Land, aber auch europaweit, auch weltweit, ist noch immer nicht gebremst. Wir sind konfrontiert auch mit den neuen Mutationen von dem Virus, wo dann auch eine ganze Reihe Ängste und Unsicherheiten für die Zukunft mit springt. Wir sind konfrontiert mit der viel diskutierten Impfstrategie und Impffroh. Und alles das führt dazu, dass wir auch als Mogebel viel Arbeit für uns haben. Und ich bin aber froh, können zu sagen, dass wir nie abgehalten haben, schaffen, noch vom ersten Tag von der Pandemie und weiter konnte funktionieren, als demokratische Rolle ausüben. Wir waren da am Ersatz für die Einzelmember, wir waren da aber auch an unseren Berufssyndikaten, an den einzelnen wirtschaftlichen Bereichen. Wir waren auch da auf nationalem Plan, nationalpolitisch als Forderungen Ausdruck zu gehen und mit zu diskutieren, wo wir auch nicht mehr konnten. Das war das Covid-Gesetz das Covid-Gesetz im Ordre du Jour. Wir wissen, dass wir ganz viel erlebt tun an der Hinsicht, was die sanitäre Situation an hier jeweiligen Mesuren anbelangt. Wir wissen, dass du an Schnelltempo Decisionen müsste geholt gehen. Und der Mogebel hat sich von Anfang an gesagt, wir kommentieren nicht die Einzelmesuren. Wir sind dafür nicht da, wir sind alle gut kein Mediziner, kein Wissenschaftler, kein Virologen. Und wenn Wissenschaftler und Politiker sehen, dass man muss den Einzelsektoren zumachen, dann drohen wir das nicht, wenn sie abgemäht gehen, drohen wir das auch nicht. Wir haben auch nicht kommentiert, wie viele Leute in einem privaten Raum soll gesehen oder darf gesehen und wie viele Leute muss daheim sein. Und alles das drohen wir mit. Wir erinnern aber just daran, dass es immer mehr schwierig wird, Akzeptanz in der Gesellschaft zu kreieren für Einzelmesuren. Und da das verschiedene Gründe, die wir auch nicht bedauern, wo wir auch appellieren, eine Kursrichtung ein bisschen zu ändern. Dadurch, dass
wichtig an Eisenland für Akzeptanz können herzustellen, als das auch mit den Leuten geschwart wird, dass mit den schaffenden Leuten geschwart wird an ihrer Vertretung, der Tisch an der Kante von Eisen Ugibel rappeliert, seine Forderung zum mehr Sozialdialog. Wir hatten gleich oft schwierig für Gehör zu finden. Und wir wollen, dass das Jahr so sehr wie möglich retabliert wird, dass wir einen guten, konstruktiven Sozialdialog als wünschen, dass wir mehr dazu gehen als OGBL an Diskussionen, die politischen Decisionen, die ausstehen. Und das wird natürlich auch umso mehr schwer gemäht. Wir wissen noch, dass Changement und Mesuren oft super kurzfristig geholt gehen. Auch da das klar. Aber dran also dann oft schwierig, Kohärenz nach herum zu finden an die Einzelmesuren, an Arbitragen, die müssen gemäht gehen, sind dann heißt du ganz schwer nur zu vollziehen, an respektiv mal zu drohen. Und dafür ist es eben auch wichtig, dass wir gucken, gemeinsam noch jetzt kommen. Und wir müssen irgendwo als Gesellschaft versichern, wäre mit dem Virus zu leben und langfristige Mesuren finden, wo es erlauben, noch als Gesellschaft zu funktionieren. Und das geht nicht ohne OGBL. Und für uns ist es auch wichtig, dass also flächendeckend Etüden gemäht gehen über den Impact und den Impact auch von denen Mesuren an der Situation, an der wir leben. Die Impact dann natürlich auf die Ökonomie, ganz klar. Wir müssen gucken, was bedeutet für die einzelnen wirtschaftlichen Bereiche. Und wir sehen schon die ersten Reperkussionen. Wir spüren da kommen. Und du werden dann auch viel sehen, wo man heute nach draußen muss noch nicht kennen. Die Impact aber auch auf die soziale Wolle, was bedeutet für die schaffenden Leute und hier Familien. Und die Impact aber auch, wir kommen nach, ich gehe nach kurz drüber an, ob die psychischen Bien-être von der Population, ob Santé mentale von uns alle Guten. Wir merken an unserem Alter, an unseren Aktivitäten, dass es, und ich meine, das kann jeder bezeugen, dass es den Leuten immer mehr schlecht geht mit der Situation, an der wir leben. Und das geht eigentlich durch alle Schichten an der Population und durch auch alle Altersgruppen. Wir merken das im Bereich von den Kindern auch ganz stark, im Bereich von den Jugendlichen. Natürlich also auch die Situationen, die sie mussten miterleben, für sie ein schwierig. Und dazu könnt eben, dass man hier am Land ganz viel gerudert haben, was den Enseignement angeht. Die kann durch Positionen vom ACW, die wir ja auch immer im Kund gehen, und wir immer im Sohn, wir brauchen einfach mehr, auch da mehr Sozialdialoge, mehr Machtspruchrechte an der Organisation von der Covid-Situation an den Schulen. Die Patriarchen vom ACW aus dem Morgen bei dem Nationalen Vorstand auf die Situation am Detail angegangen, hat zum einen über Privatisierung im Schulbereich geschwart und zu dem anderen hat aber ganz lang darüber geschwart, wie die Schulen, die Enseignants, die Schüler mit der Situation umgehen, von zumachen und abmachen und was der richtige Weg ist. An all Decisionen schwierig ist. Und wir als OGBL schwätzen es nicht dafür aus, für die Schulen zu machen. Das Homeschooling war schwierig und hat ganz viel Unterschied. Den Mathesport brauche ich das nicht zu erklären. Wir haben uns aber dafür ausgeschwärzt, dass ein Krisenstab angefordert wird. Wirklich ein Zellule, ein seriös, konstruktiv, organisiert, strukturiert Zellule, wo am Enseignement guckt, wo es soll hingehen. Wo die Eltern darauf vertrauen sind, wo die Regierung darauf vertrauen ist, wo aber auch die Enseignants darauf vertrauen sind, wo die ACW soll darauf vertrauen sind. Wir können auch da langfristig ein bisschen rauszukommen und endlich ein Leben an den Schulen zu organisieren, was die Kinder an den Enseignants und der menschlichen Gesundheit zu funktionieren. Wir sind noch kurz den Anblick dann gemäht an Situationen von den Studenten, die auch dramatisch ist. Wir wissen, dass jeder kann das nur vollziehen, dass die Studenten leben, nicht dasselbe ist in der Corona-Zeit wie an üblichen Zeiten, wie wir gewinnt waren. Wir haben dieselben Schwierigkeiten an anderen Facetten drücken sich natürlich im Bereich von den schaffenden Leuten, als Vatio Avalo, als OGBL, als echt Sorge, die schaffenden Leute. Und da gibt es Probleme auf vielen verschiedenen Niveaus. Wir haben ein bisschen den Detail gemäht von den einzelnen Sektoren und wir haben angefangen mit denen, die so in der sogenannten zweiter Front stehen, das heißt die nicht konnten oder nicht durften oder wo es nicht möglich war, dass sie weiter geschafft haben. Das heißt alle Guten, die Tausende und Tausende Leute, die am Chômage partiell waren oder noch immer sind.
Dir wisst, da hat mir gefordert, dass die schon mal Spezialmesuren, die extraordinär verlängert gehen. Wir begrüßen auch, dass das passiert, dass wir begrüßen auch, dass ein Akkordfond gehen, dass du nicht unter dem Mindestlohn fallen am schon mal speziell. Das sind gute Mesuren, aber das Problem ist, es fängt an, eine ganz lange Zeit zu gehen für die Leute, die da betroffen sind. Sowohl moralisch und psychologisch die Unsicherheit, was auch sie überhaupt mit ihrem Arbeitsplatz, können sie nach einkehren, ob ihr Arbeitsplatz zurückkommen, aus denen auch, wie sie, wird die Dono nach sie, wie sie viel drüber war, wie aber auch finanziell, weil ganz viele Leute natürlich Abos hatten, weil sie nämlich noch 80% von ihrem Revenu war. Und du fordere mir sich das auch schon am Vierfeld, ihr dann irgendwann eine Retour à la Normalität könnt, dafür gesorgt wird, dass an denen Betrieben, wo viel oder quasi exklusiv oder teilweise man schon mal speziell geschafft gehen, dass ein schon Plan gemäht gehen, für den Arbeitsplatz zu erhalten und das abzufangen, was die Leute auch an der Zeit verloren haben. Wir haben noch einen kurzen Anblick gemacht über die Kontranten und Schwierigkeiten von den Leuten am Teletravail. Wir begrüßen sie froh, dass wir einen Akkord von tun am Niveau vom Dialog interprofessionell mit der UEL zum Teletravail hier am Land. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben das alle gute Jeder für sich erlebt, dass wir ganz sehr müssten auf den Teletravail umswitchen. Aber auch da haben wir daran erinnert, dass es anfängt schwierig zu gehen für die Leute. Auch die Leute, die exklusiv am Teletravail waren, sind am Anfang von dieser Pandemie, die merken auch da die ersten Reperkussionen, ob ihre Wohlbefinden, ob ihre Arbeit, ihr wisst dadurch der soziale Kontakt, der verloren geht, das Moderne, das sich gesehen, der kreativen Austausch, wo ihn heute von den Kollegen und Kolleginnen auf dem Arbeitsplatz beginnt, also auch keine einfache Situation. Wir haben auch an der Chambre des Salariés, an unserem Quality of Work, kann ich es sagen, die Tüte darüber gemacht, wie dann die Leute geht und die Isolation von den Teletravailleurs ein bisschen analysiert und die ist so nicht einfach. Mehr einfach ist es natürlich auch nicht für die Leute in der echten Front, aber wir sind auch natürlich vertieft darauf angegangen. Die Leute in der echten Front, die sie mit die haben gedrungen, wir waren alle gut, ob sie angewiesen und sie haben heißt überleben am möglich an diesen Zeiten. Es waren oft Berufe, die für ein bisschen, also für uns so nicht, also Gibel natürlich nicht, mehr für die Gesellschaft invisibel waren, wo er nie so die Wichtigkeit unerkannt hat oder gesehen hat. Mir wo aber das Leben als gewiesen hat, wie wichtig sie wirklich sind. Sie sind als essentiell genannt, sie visibel gehen, wir haben applaudiert, sie haben Unerkennung gekriegt, sie haben Merci gekriegt. Aber das Problem ist, die Merci, die muss noch Taten folgen und das geschieht leider nicht. Weil wir haben auf alle Fronten danach zu kämpfen. An ein Beispiel haben wir dem auch am Detail präsentiert, das ist der Kollektivvertrag vom Nettoyage-Sektor. Ich muss sich vorstellen, dass die Agent de Nettoyage, was ja dann zu über 83% Mensch Frauen beschäftigt sind an dem Sektor, dass die lo an einer Situation sind, wo schon Jahre auf ihrem Kollektivvertrag nicht passiert, wo keine wesentliche Lohnerhöhungen kommen. Und die sind nur Kollektivvertragsverhandlungen am Patronat vom Nettoyage-Sektor refusiert, auch nicht einen Millimeter entgegenzukommen. Das heißt, alles das, was die Leute lo gelegt haben, und wir waren ja mehr wie je darauf angewiesen, dass unser Bootssektor funktioniert. Am Alltag, allein für die sanitäre Situation in den Griff zu kriegen, haben wir aus hygienischen Gründen und sanitären Gründen mehr gebracht wie je. An all die Merci, die wir gewiesen haben, das ist nicht angekommen bei den Patronen an dem Sektor, an die sind ganz schwierige konfliktorische Kollektivvertragsverhandlungen, wo es kurz und Zwille war, wo man kurz erklärt kriegt, dass dort der Konflikt sich umbannt. An der echten Front sind noch viele andere, die sonst nicht so erwähnt gehen, ganz Kolleginnen und Kollegen aus dem Gardiennage-Sektor, auch ein harter Sektor mit niedrigen Löhnen und schwierigen Arbeitskonditionen. Auch da könnte nicht ganz viel Unerkennung von Seite vom Patronat für sie. Servicepubliken waren mehr wichtig wie je auf viele Fronten, war man darauf angewiesen, dass sie weiter funktioniert haben. Und da haben wir auch einen Ausblick darauf gemacht, was geschieht mit diesen Servicepubliken, da war das politische Volonté, die überhaupt beim öffentlichen Dienst zu Lützeburg, aber wir haben der Friedrich ist so lange drüber gegangen und hinaus auch noch zur Verfügung genommen. Wir haben ein bisschen den Tour gemacht von all den Tendenzen von der Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen, die wir erlebt haben für eine Krise und auch während der Krise. Und das ist ein Frontalangriff
ob ein Sektor, den die auch als essentiell deklariert gehen, also wo man aber das Gefühl haben, dass eine politische Intention du hast, du löse mal mehr zu privatisieren. Ich gehe nur nicht an Detail, das ist über die Schulen nur gegangen, bei den Direktoren, bei dem Schulwesen und sich, das bei der Santé weitergegangen, wo du auch wirst, dass man immer aufprangern, dass wichtige Gesundheitsleistungen ausgelagert oder privatisiert gesehen und Privatfirmen, das lohnt nicht zuletzt mit der Teststrategie weitergegangen, wo Test eigentlich beim LNS-Lungen und nachher nur privatisiert gesehen, dass auf viele Bereiche immer mehr eine Tendenz da outzusourcen an sich wichtig öffentliche Dienstleistungen nicht mehr an öffentlicher Hand zu halten. Und das kritisieren wir ganz stark. Wir werden da gegen 4 gehen. Wir haben noch da einen ganzen Plan, wie wir als Werten als die betroffenen Berufssyndikate Montgebel organisieren, für die Richtung da, zu stoppen. Wir brauchen da einen Kurswechsel von der Regierung. Und wir sind nicht allein, die das fordern, wie ihr wisst, CGFP als auch matt do Rosen an genervt über die Situation an sie selber hun auch wie man alle gute Markt eine Schlichtungsprozedur lanciert für der Toten unzubringen oder einer Situationen an der also an der Funktionpublik diese Regretieren an den Montgebel an den nationalen Vorstand von Montgebel heute Morgen sich solidarisch erklärt auch mit den Forderungen von der CGFP, die man können verstehen am Matdrohen an wir werden noch do und gewerkschaftlichen Aktionen matteilen Mattuelle pardon wann es dann do las geht. Diana Leid und der echter Front Sektor den viel betroffen war von den Impakten von der Krise ist der Kommerzsektor. Auch da sind wir drüber gegangen. Die wisst da der Sektor den innerdeelt gin als Kommerz essentiell an non essentiell den zougemet gin als opgemet gin ass den och ganz großen Schwierigkeiten befürsteht als Syndikat Kommerz vu Montgebel huet en ganz Kompagne hunm den Handel an Zukunft vom Handel organisiert. Sie haben die auch schon an der Presse vorgestellt, an die kennt und kontinuieren, die vergehen ich auch nicht mehr am Detail darüber an. Die haben aber die Moyen nach ein Karrieren an ihre Slogan als Eisenkommerz, als Zukunft, als Arbeitsplätze. Und sie setzen sich so viel an, die Arbeitsplätze so gut wie möglich auch an dem Bereich zu retten, was zu retten ist. Wir wissen, dass es schwierig ist, an dem heute Sektor. Wir brauchen da mehr sektoriell Kollektivverträge, besser Lohn, besser Arbeitsbedingungen für die Leute. Wir brauchen auch da Matspruchrechte für den Kommerz auch gefordert, wo wir zusammen mit Regierung und Patronat wollen, beim diskutieren. Und der echter Front, die wir natürlich auch die nicht vergessen, die als Gesundheit versorgen, all daran als Fleisch. Wir haben lange über Zonte geschwärzt. Auch da mache ich just ein Resümee. Pflegeberuf, Gesundheitsberuf waren, ich zähle Sozialberufler dazu, weil die genauso eine wesentliche Rolle spielen, die gehen Zahnpflege. Und sie sind wirklich geschlaucht, sie sind gefordert von dem Ersten darum, wir haben als allerwichtigstes Leid an ihren Händen, als Versorgung von unserer Gesundheit, und sie machen alles, was sie nicht mehr können. Das Problem ist just, dass die Leute an einem Sektor schaffen, wo seit Jahren mit einem Minimum Personal Maximum Arbeit gedrungen wird. Und das war eine Schwäche vor 4 Corona. Das heißt, wir waren immer da bei einer Schiene, wo Personaldotationen gedeckelt sind, auf Platz genug Leute auszubilden und zur Verfügung zu stellen, für die Arbeiten zu ergreifen, die da mitgehen. Das ist so ein wesentlicher Sektor für eine Gesellschaft. Auch da brauche ich noch kein Bild zu malen. Aber durch den Pfleger, Gesundheitssektor, Sozialsektor geht jeder von uns an seinem Leben irgendwann durch. Von der Kannerbetreibung, vom kleinsten bis zu den Spitälern, Pflegeheimen und so weiter. Das war ein Domizilsektor. Und das ist ein Sektor, wo eine Gesellschaft die nötige Wert legen und auch die nötigen Investitionen dran machen. Der Kontra ist passiert, ich meine, muss ein bisschen resümieren, der Kontra ist passiert,
sind Spurpolitike Betriebe gehen von der Regierungen nur der andere, dass sie besser aufgebaut gehen, wo man Haut mehr wie besser brauchen, da ist immer gesagt, sie nicht genug besser da, Medizin an den letzten Jahren besser aufgebaut gehen am Plan hospitalier. Wir brauchen direkt dringend eine Reform vom Plan hospitalier an mehr besser. Das ist Personal gespürt gehen, und das ist der Kontra von dem, was misspassiert. Wir brauchen mehr Personal an Haut, müssen wir wirklich Schiedrängen errichten, dass man da runter muss schaffen. Und dafür wenn wir mehr Personal brauchen, dann muss man den Sektor attraktiv gestalten, für das die Jungen Leute überhaupt die Berufe wollen noch, können noch erlernen. Und wir müssen die Ausbildung reformieren, auch da das ist ein Sujet, den nicht bekannt ist. Aber wenn die Ausbildung soll reformiert gehen und der Premierminister dazu Schaffsache deklariert hat, dann ist das gut. Das ist wichtig für uns, dass das unerkannt wird, dass es unter Zeit ist, das ist schon spät, aber besser spät wie nie. Aber da kann es aber nicht ohne den OGBL gehen, weil der OGBL ist nun die Vertretung, und gerade an dem Sektor, so largement majoritär Vertretung von den Interessen von den Leuten an dem Sektor, aber das kann da auch, dafür fordern wir da dringend und direkt mit Arbeit zu gehen, und die richtigen Decisionen müssen da geholt gehen für die Leute. Aber wenn wir dann durch die Sektoren gehen, ist das mit Sicherheit ein Sektor, den wir heute nicht vergessen, aber zu erwähnen, an den Haut definitiv die am schlimmsten impactiert ist von der Krise, das ist ein Horeca-Sektor. Ich brauche nicht viel wieder darüber zu verlieren. Wir kennen nicht alle guten Situationen als dramatisch. Restaurants, Hotels, Baren sind alle guten ganz, ganz schlecht drunter. Noch heute wissen wir, dass die Pandemie und dann damit von der Pandemie verlangen, dass man Mesuren holen. Wir wären als nicht gegen die Mesuren. Wir hätten es gern, dass dann, wann die Mesuren müssen ergreifen gehen, dass alles mit den Leuten diskutiert wird und dass dann die nötigen Solutionen ergreifen gehen. Wir können nicht nur gucken, wie der ganze Sektor da kurz vor dem Supergau steht. Und dafür unterstützen OGBL alle Hilfen für die Restaurants und die Entreprisen an dem ganzen Horeca-Sektor. Das wisst ihr auch, das haben wir immer gesagt, wir unterstützen alle staatliche Hilfen für die Entreprisen, die schlecht gehen. Wir sind dafür, dass die Hilfen sehr erfallen, dass sie korrekt erfallen, dass es auch so ist, dass jeder muss direkt an notwendige Hilfe kriegen. Wir sind auch dafür, dass die Hilfen da sie für die Betriebe zu retten, aber wenn wir aber die Betriebe retten, dann dürfen wir Personal nicht vergessen. Und das ist eine ganz wichtige Message von uns. All den Betrieben, die betroffen sind, zwischen Tausenden und Tausenden Salarien, der hier beruflich Zukunft mehr wie unsicher ist und die für eine Existenzängste durchstehen. Und dafür fordern wir da, alle Hilfe müssen gekoppelt sein und eine Garantie vom Maintien, vom Emploi von diesen Leuten. Natürlich, wir müssen dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Hilfen und Sozialkonditionen gekoppelt gehen und dass du geguckt wird, zu summen den Sektor zu retten. Und wir haben doch mal gesagt, dass nicht der Patron gegen die Leute oder die Leute gegen den Patron, wir mussten halt zusammen haben. Wir wollen, dass wir da alles Nötige erholen, für sie zu retten. In dem Sinn haben wir auch Entrevuen angefragt. Wir werden auch da so, also auch da haben wir gesagt, dass wir hatten eine Kommuniqué gemacht, ein Komitee-Exekutiv von OGBL, dass wir wollen zu 3 schwätzen, nicht immer auf der einen Seite mit dem Patron, auf der anderen Seite mit der Regierung, wir müssen mal zu 3 und einem durchsitzen, Salarien, Patronat und die Regierung, wir fordern noch ein Raska durch, wegen Formen doch kein tun, wo wir können zusammen diskutieren. Die Ministerin, Herr Dalles und Herr Fayo, werden wir da auch wollen gesehen, für Martine Lösungen zu sichern, für den Sektor court, moyen, noch à long terme aber aufzusichern. Dann haben wir ganz, also das sind wirklich die Sektoren, die wir ein bisschen mehr im Detail durchgeholt haben. Es gibt dann noch ganz viel, wir haben über die Industrie geschwärzt, es gibt noch ganz vieles, so, wir haben ja die Platz nicht, wir haben aber auch einen kurzen Ausblick gemacht, was die ganze Pandemie bedeutet für die Pensionäre. Auch da muss man dafür sorgen, dass alle nötigen Mittel geholt gehen, für die Rentner zu Lützeburg aufzusichern, zu schützen. Natürlich die Gesundheit, die Sicherheit und erster Stelle, aber auch die finanzielle Situation. Auch da erinnern wir einfach daran, beim OGBL gibt es keine Attacken an unserem Pensionssystem. Das war nie der Moment, das lohnt der Moment, aber wir werden nicht zulassen. Und wir werden da
wenn den echten auf die Idee kennt, das ist nur der Moment für als Pensionen zu attackieren, dann wird mir als vehement wären, und wir werden nicht mit aller nötigen Konsequenzen durchziehen. Das könnte nicht am Tod, man muss werden. Wir werden also gut keine Diskussion zu den Pensionen auch an diesem Zeitpunkt nicht zulassen. Au contraire, wir brauchen Verbesserungen par rapport zu den Reformen, die 2012 bei der Pensionsreform angefordert sind und die Verschlechterungen waren. Voilà, das ist so ein Bild, was wir gemalt haben. Insgesamt muss man feststellen, dass es den Leuten schlecht geht. Wir wissen ja doch alle gut, wir müssen als Haut mit den Konsequenzen beschäftigen. Wir müssen gucken, du gehst zu schaffen, so gut wie möglich aufzufedern. Wir haben einen kurzen Ausblick auf den Aspekt, wo ihr seht, die dritte Welle, die dritte Welle gehen psychologisch. Auf den Aspekt da gehen, Santé mentale von den Leuten. Wir brauchen Haut Plan, wie man auch die Depressionen an psychische Krankheiten, die auch durch die Pandemie ausgelöst sind, abgefangen kriegen. Und als Strukturen, als Sozialstrukturen, was psychologische Betreuung belangt, aber auch als Psychiatrien, die sind nicht ausreichend ausstaffiert. Wir wissen, dass es fehlt überall Personal und Moyen, und dafür werden wir da auch Forderungen stellen. Das auch politisch muss Maximum Erhol gehen, einfach für die Leute abzufangen. Wir werden einen Inventär machen von dem, was muss gemäht gehen, und dann da als Forderungen stellen. Alles das, wir haben oft schon darüber gesprochen, die großen Krisenverlierer sind oft die Schwächsten an der Gesellschaft, sind natürlich oft die schaffenden Leute und der Mittelschichten, und die Inegalitäten waren für Covid geklommen in den letzten Jahren. Auch das kann da, aber sie riskieren sich mit der Krise massiv zu verschärfen. Und da muss man auch umsetzen. Und du passt, du musst eine Kampagne, die wir Ende vom letzten Jahr lanciert haben, auch immer drauf. Wir haben letztes Jahr gesagt, als das Slogan von dieser Kampagne ist «Eiseweh ist der Krise». Und Eiseweh ist der Krise, die geht nicht mehr über Lüt gegen die Inegalitäten. Und das wird auch das Motto von diesem Jahr 2021 für den OGBL sein. Wir werden verschärft alles müssen machen, für die Inegalitäten in dieser Gesellschaft zu verringern. Und wir haben Eiseweh ist der Krise, das über viel Kapitel gegangen, der Licht war ein Arbeit für die Reden. Aber das ist natürlich mehr aktuell wie je. Wir müssen den Arbeitsplatz aufsichern. Ich gehe nicht drüber an. Wir sind am Komitee Permanent du Travail de l'Emploi am Gang, dort zu verhandeln. Aber dann wisst ihr, für den OGBL, als du den echten Priorität Arbeitsplatz aufsichern, Maintien de l'Emploi, Gesetze verbessern, die das alles enkadrieren, Säkurisation von den beruflichen Wehr. Und dann haben wir gesagt, den zweiten Punkt für aus der Krise, für Sozialgerechtigkeit, also Logement für jeden, also eine Wohnung für jeden. Die Logementsproblematik braucht auch noch nicht mehr im Detail zu sagen, aber das wird sicherlich eine von den Prioritäten von OGBL sein. Auch das Jahr war es schon lang, haben wir dazu also zum Thema gemäht. Und wir stellen auch fest, dass die Covid-Krise die Wohnungspreisexplosion ja nicht gestoppt hat, manifestement. Und dass du andere Mesuren musst ergreifen geben. Wir haben da ja ganz viel, und wir werden da nur Druck machen. Wir haben auch eine Reihe Interviews gefroht an dem Sujet mit zuständigen Ministerin. Wir haben gesagt, Sozialversicherung muss stark bleiben. Wir haben eine gut öffentlich, solidarisch Sozialversicherung in Lützeburg. Das tut da auch konträrement zu anderen Ländern aber viel geholfen an dieser Krise. Und dafür misst ja auch hier Wichtigkeit und hier Unerkennung haut mehr wie je da sind. Und auch da werden wir weiter drauf schaffen. Du warst just ein Punkt, wo man gerne geben nach vier das ganz punktuell. Also das ist ein kleiner Punkt an dem großen Block von der Sécurité sociale, aber das ist der vom Remboursement von den Faktoren, von den Doktorfaktoren. Da ist es noch einmal leider so, dass das ultra lang dauert, bis den Faktor remboursiert kriegt. Die Lehre sind noch immer bei 6 bis 8 Wochen. Und du musst ja wissen, dass es nicht nur vielleicht um einen kleinen Doktorfaktor geht, sondern dass du auch ganz dick Faktoren dabei sind und dass ganz viele Leute aber darauf angewiesen sind, das remboursiert zu kriegen. Wir haben ja leider noch immer kein Tiers payant. Was man ja bedauern, was man ja also schon gefordert haben. Solange man das nicht tun, da muss wenigstens in dort Problem aus der Welt geschafft sein. Und da kann es ja nicht sein, dass es administrative Gründe gesagt wird, ja, wir haben nicht genug Personal oder wir kriegen das nicht hin, für die Faktoren mich schnell zu remboursieren. Das heißt, du forderst mal CNA so rob sehr dafür zu sorgen, sich die Leute da hinzusetzen, die müssen nötig sein, für dem dort Problem entgegenzukommen. Gerade lo, wo schon finanziell Abos und Lohnverluste für viele Menagen an Leute gaufen.
Die zwei nächsten Lastpunkte in dieser Kampagne, also wie aus der Krise, war der Fiskalität. Du gehst schau der Zeitgrenze nicht drauf an. Die kann aber als Positionen ganz wichtig, dass du noch einmal zu erinnern. Wir werden nicht zulassen. Das war nicht irgendwann ein darum geht, wie bezielt. Wie kommen wir raus? Wie müssen die Mesure finanziert gehen? Dass das die schaffend Leute werden sie. Wir werden keine zweite Austeritätspolitik wie nur der letzte Krise akzeptieren. Wir kriegen eine Regierung bis noch immer gesagt, dass das nicht eine politische Intention wäre. Wir erinnern sie daran und wir werden als du ganz, ganz vehement du gehst wäre, wann es so weit sind und wir werden das aufmerksam verhindern. Und wir werden nicht zu weiter und dürfen nicht zu weiter Belastungen für Menage kommen und Kontrakt muss zu Entlastungen kommen und da muss Interessenten die steuerlich auf andere Plätze Gesicht gehen und ihr wisst, wo sie an Eisen leihen. Weil wir brauchen Investitionen und gerade an der Santé habe ich gesagt, am öffentlichen Bereich, am öffentlichen Transport, an der Recherche, am Logement, an der Ökologie, alles das ist bekannt. Und dann an der letzte wichtige Punkt, an der als natürlich den Hauptpunkt an der Lutte contre les Inégalités, das heißt Kaufkraft. Wir brauchen ein Rétablissement von der Kaufkraft von den Leuten, heißt Lützburg auch noch von der Frontalier. Wir müssen die Ökonomie relancieren, wir müssen also Binnenmarkt stärken, wie das geht eben nicht mehr, weil die Leute auch können ausgehen und dafür brauchen wir eine Stärkung von der Kaufkraft, das geht über viel mehr, wir haben ganz viele Punkte da Forderungen. Mir natürlich die wichtigsten, also im Moment die wichtigsten ist die Frage vom Kannergeld. Ist so die wichtigste, weil die aktuell ist, wie ihr wisst. Also wir sehen schon ganz lange ein Problem mit dem Kannergeldgesetz zu Lützeburg. Wir haben da sind 2006, wo desindexiert ging, das ständig, kontinuierlich Kannergeld Wert verloren. Wir haben schon viel gestritten. Wir haben 2014 einen Akkord mit der Regierung gehabt, dass es muss revalorisiert gehen. Da das bis heute nicht passiert. Die Regierung steht am Wortbruch. Was passiert heute? Wir gehen verurteilt vom Europäischen Gerichtshof, dass als Kannergeld Dispositionen, so wie sie für heute gesehen ist, diskriminatorisch sind, was mir da ja auch damals auch schon vorausgesucht haben, aber so tun das nicht richtig weh. Lo wird da viel spekuliert darüber. Die Regierung ist am Zugzwang, sie müssen eine Reform vom Kannergeld machen. Froh, also in Richtung soll gehen. Wir haben ja ein paar Bayer-Fehler, das ist keine offizielle Diskussion. Wir sind der Meinung, soll einfach in die Richtung gehen, dass das Urteil umgesagt wird. Und dass einfach Kannergeld für alle Kant muss bezahlt gehen, und dass es keine Unterschiede zwischen Kanner gemäht gehen, und dass es auch kein Unterschied zwischen Kanner von Residenten und von Frontalier gemäht gehen, und dass man egal wie Lohn nicht dürfen ein weiteres Gesetz machen, wo wir weiter Diskriminierung abmachen. Das werden wir meist entfernen. Und natürlich, wenn das ist wie klar, wenn ich heute Kannergeldgesetz muss reformieren, dann ist es ja evident, dass Lo auch direkt muss revalorisiert gehen. Weil da gibt es ja absolut keinen Grund mehr für in dieser Situation, wo die Leute noch viel finanziell Abbußen hatten, darüber noch ein bisschen zu warten. Du hast als Position muss direkt reindexiert gehen und muss eine Kompensation kommen für die Zeit, wo die Verluste gemäht sind. Da das Lunge dazu der Kaufkraft, mir du gehst noch viel zu so, ich meine Punkt, steht schon zu lang. Alles die politisch Sujeten und noch weitere, die wir heute nicht können thematisieren, die wollte mir diskutieren und die wollte mir am Sozialdialog mit den Sozialpartnern, mit der Regierung diskutieren. Und das wisst ihr von uns. Und das ist so wichtig und das ist mehr wie wichtig. Und wir sind mitten an einer Krise, und wir haben ein Kriseninstrument. Und dafür brauchen wir die Tripartite. Wir erinnern daran, dass wir dadurch versprochen haben, dass es noch zu Tripartite kann. Und ein Tripartite ist auch nicht eine ehemalige Geschichte, das ist nicht ein sich gesehen und eine Sitzung machen. Und das war es. Wir brauchen also regelmäßigen Austausch auf Tripartitenniveau über die wichtigen politischen Decisionen, die sich imposieren und die wir müssen holen. Und dafür haben wir den 6. Januar ein Courrier gemacht, die 3 national repräsentativ Gewerkschaften zusammen, OGBL, LCGB, CGFP und der Premierminister für uns zu erinnern, dass wir auf die Tripartite waren. Wir kriegen eine Antwort, dass da der Moment nicht der Fall wird sein, weil da noch eine ganze Reihe Sujets nicht ausdiskutiert sind, die sie wollen, auf die sie wollen aufwarten, immer eine Tripartite tun. Wir geben aber gerufen gehen für einen Austausch über die Impfstrategie hier am Land.
das tun wir gerne un, dass wir über die Impfung können schwatzen, aber das geht aber nicht durch. Wir wollen über die politische Dossier schwatzen, und das Tripartit usig. Und dafür werden wir daran erinnern, dass für uns ein Realtripartismus zustande kommt. Wir brauchen das, das ist wichtig für jeden, dass wir den Sozialdialog da haben. Voilà, das war ein bisschen den Ausblick auf den politischen Tour de Table, den man heute gemäht hat. Wir sind danach kurz auf Einzelsektoren angegangen, das von der Privatisierung und von öffentlichen Bereichen, habe ich gesagt, den öffentlichen Transport habe ich noch vergessen. Natürlich, Zug und Tram, ganz wichtig, auch aktuelles Thema. Für was gehen wir hin? Und wir gehen da ganz viele Linien an Zukunft und Tramslinien auf Privathand. Das soll einfach an dem an der öffentlichen Hand bleiben, und du siehst mir gut keinen Anteil für das auszulagern. Und dann da tun wir einen Ausblick gemacht über die Privatisierung da, und was wir das alles tun. Wir haben dann aber auch noch, und dafür ist Michael auch da noch für Herrn Nuwer der Frauen hat, über den Frauentag geschwärzt. Der internationale Frauentag steht für den 8. März. An den ist ja das Jahr auch ein bisschen impactiert durch Covid. Noch du, letztes Jahr hatten wir noch, aber du just als einen schönen Frauenstreik, weil der schönen Erfolg war, wo wir über 2000 Manifestantinnen und Manifestanten auf der Straße hatten. Das geht ja in dieser Zeit ziemlich schwierig. Die werden in einer anderen Form stattfinden. Die hat Flyer und Leien und noch Plakate. Und der geht dann da laufend informiert, was alles den Tag organisiert wird. Mit werden die ganzen Tag werden digital und noch präsentielle Aktionen sehen und noch Aktionen an der Straße. Aber mit dem Respekt natürlich von allen sanitären Konsignen und Kontrakten stattfinden. Und wir haben nach kurz über die Restauration kollektiv gesprochen, auch die, also impactiert durch da fangen und Arbeitsplätzen menaciert zu sehen. Wir sind schon mit dem einen oder anderen Sozialplan konfrontiert. Der Kommerz habe ich gesagt, der Netzwerk habe ich gesagt. Wir haben kurz über die Reform, die ausstehende Reform vom Taxisgesetz gesprochen. Dazu als Schluss so, und das ist noch kein Text, wir sind ganz aufmerksam, weil du sind wir ein paar gefahren, aber es durchkommen, schon ein schwieriger Sektor, und wir sind gegen die Uberisation vom Taxiwesen. Wir werden uns auch dafür einsetzen, dass die Arbeitsbedingungen und die Löhne von den Leuten in dem Sektor nicht nachverschlechtert sind. Sie sind schon ganz schwierig. Wir haben ja, ArcelorMittal haben wir natürlich den Punkt gemacht. Stefano als Präsident heute war ja gestern den für Nogibel, also nicht nur gestern, mit dem das verhandelt hat, dann für Nogibel geschrieben hat, an hin und her erzählt, was genau am Akkord dran steht. Den Akkord auch da aus schwierigen Zeiten, natürlich, wir können uns nicht darüber freuen, wenn so ein Akkord muss für wir können aber so, dass an dem Akkord das bestmöglich gemacht wird, dass für die Arbeitsplätze aufzusichern, auch für die Zukunft von der Stahlindustrie aufzusichern. Und wir sind uns dann an diesen Umständen, können wir so, sind wir froh, dass es aber dazu kommt, dass wir auch die Arbeitsplätzenaufbau verhindert konnten, und dass man den manchen von Employen und Mesuren ergreifen, für all die Existenzen aufzusichern. Und natürlich die Zukunft vom Betrieb Axelor zu Lützeburg insgesamt an seiner Zukunft. Das war zu den Betrieben, dann haben wir noch das Budget von Mojibel noch präsentiert, gehen ein paar interne sind noch diskutiert gehen. Und dann sieht dass man die Pain sur la Planche für 2021 steht man nicht, das ist schon so ganz lang wir sind einfach so viele Züge und wir haben noch einen Trick gemacht, ist so nicht, dass man noch ganz viele so auf der Seite gelassen haben. Ich habe aber mal probiert, d'Horizon zu machen von Eisenhauptprioritäten, Sorgen, Forderungen und Aktionen. Voilà. Ich sage nicht vielmals merci für Ihre Geduld. Und dann sind wir natürlich da für Ihre Fragen.